So, ich sitze hier bei Raff 3.0, aka Raff Camorra oder Raffo Mike. Alles Mögliche. Hier ist Luxemburgs Rap-Blog. Ja. Du warst heute in Trier. Wie hat es dir gefallen, das Konzert? Cool, Alter, cool. Ich hatte davor ein bisschen, also nicht Angst, aber man hat mir immer gesagt, in Trier sind die Leute recht introvertiert. Und auch bei den Vorgruppen war das so ein bisschen, die kamen und die meinten, boah, die sind schwierig, aber danach, wir haben richtig abgerissen. Hoch 2 ist ja jetzt raus seit Juli. Wie waren die Resonanzen da drauf? Ja, also gut, wir sind auf 1 gegangen, wie du wahrscheinlich weißt. Und war alles super. Also alles, kann man sich gar nicht beschweren. Das Ding war, was mich ein bisschen gestört hat sozusagen, ist, es gab zu wenig Kritik. Also die Leute fanden das alle sehr, sehr gut. Ich habe fast keine negativen Sachen gelesen und das hat mich halt ein bisschen gewundert, weil ich mir dachte so, komisch, Alter. Normalerweise, wenn man etwas macht, gibt es auch immer so einen Gegenstrom, den gab es halt da irgendwie nicht. Also einerseits muss man froh sein irgendwie, aber andererseits denke ich mir, vielleicht war das dann zu glatt oder so, dass niemand sich dran stoßen konnte oder so, ich weiß nicht. Aber so an sich, jede Kritik war gut. Wie kam es denn zustande, dass du einen Track mit Vega und mit Prinz Pi auf dem Album gemacht hast? Prinz Pi und Vega kenne ich ja lange schon. Also Vega kenne ich über Hardy damals, also habe ich ja auch schon auf seiner Single mit Motrip zusammen gefeatured. Und Prinz Pi hat ja damals das ganze Konzept für das erste 3.0 Album hat Prinz Pi gemacht damals. Und Prinz Pi war auch ein Jahr lang mein Manager. Okay. Und daher kennen wir uns halt auch. Und mein bester Freund ist der Manager von Prinz Pi und mein jetziger Booker war der alte Booker von Prinz Pi. Also wir sind wie quasi alles sehr, sehr eng vernetzt mit Prinz Pi. Wenn wir jetzt Schwarze Sonne nehmen, das sind ja an sich Bibelverse, die neu interpretiert sind. Ja, genau. Ja. Bist du ein sehr religiöser Mensch? Ja. Und inwiefern, was hat dich an sich dazu bewegt, diesen Text zu schreiben? Mich hat das bewegt. Ich war damals in Malaga und habe dort verbrannte Felder gesehen. Das war alles verbrannt und da ist mir erstmal die Idee gekommen mit Schwarzer Sonne. Und dann habe ich dort in dieser Welt, so in Marbella war das, da waren nur reiche Leute, nur reiche Autos und so. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, wenn von einem Tag auf den anderen hier die schwarze Sonne kommt und alles niederbrennt, dann hilft denen ihre Autos, das hilft denen alles nichts mehr. Und dann habe ich quasi die Idee gehabt, halt quasi Bibelverse auf die Jetztzeit so zu übersetzen. Und das war halt so der Leitfaden vom Song. Okay. Wo bist du jetzt noch unterwegs? Also wo kann man dich noch sehen? Ich bin morgen in Osnabrück, dann bin ich in Leipzig, dann bin ich in Augsburg, in Kaiserslautern und in Freiburg. Ich glaube, das sind noch die letzten. Ich glaube, wir haben noch 7 Konzerte haben wir noch. 3.0, das Album 3.0 war ja nur eine Vorbereitung auf Hoch 2, wenn man das so sieht. Hoch 2, ist das wieder eine Vorbereitung auf was Neues oder willst du jetzt bei dieser Soundästhetik bleiben? Naja, das Ding ist so, der Sound, das ändert sich bei mir ständig. Also das ändert sich sowieso. Egal bei welchem Album, bei welchem Projekt, es klingt sowieso, jedes Album klingt von mir anders. Das heißt, ich kann das jetzt noch gar nicht sagen. Also das nächste Projekt, was ansteht, wird vollkommen anders klingen, als was ich bis jetzt gemacht habe. Wieso kam es dann, Raff Camorra ist ja tot. Ja. Wieso musste Camorra sterben, damit 3.0 leben kann? Weil die am Anfang nicht koexistieren konnten. Weil die Leute hätten das nicht verstanden. Die hätten erstens nicht verstanden, dass quasi erstmal so ein Album geschieht, dann kommt so ein Album, weil normalerweise trennen das Leute wie Materie oder so mit einer Maske oder mit einer anderen Stimme und trennen das klar. Ja. Bei mir war das unmöglich, weil ich war der gleiche Typ. Ich habe davor auch schon gesungen, weißt du, ich habe auch auf 3.0 gerappt, das heißt, so viel Unterschied war da nicht. Ja? Und deswegen musste man halt einen klaren Schnitt machen, okay, Camorra ist weg, vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt auch keinen Bock mehr zu rappen. Also für mich war das auch abgeschlossen damals. Und dann habe ich halt das 3.0 gemacht, habe mich da richtig reingeflasht in diese Art flashige Musik, die ich da halt mache. Und danach, als es halt quasi dann losging und 3.0 quasi voll aufgegangen ist, hat mich dann irgendwas gejuckt, wieder zu rappen und wieder halt die harten Camorra-Sachen zu machen. Und dann kam halt Camorra wieder, habe ich ein Mixtape gemacht, Therapie nach dem Tod. Dann kam wieder ein 3.0-Album, das nächste
wird wieder ein Camorra Wird man sehen, ja. Bei den Camorra-Sachen, das ist ja viel härter. Das ist ja richtiger Straßenrap. 3.0 ist ja eher zukunftsorientiert. Woher diese Musik? Wie kamst du überhaupt auf die Idee, diese Musik zu machen? Naja, also wie gesagt, ich habe das schon öfters gesagt. Das Ding ist, ich habe angefangen als Grunge-Musiker. Ja, als in Metal-Bands und Punk-Bands habe ich gespielt, so habe ich angefangen Musik zu machen. Dann habe ich Gothic gemacht, Metal, dann bin ich zum Reggae gekommen, habe Reggae gemacht. Über den Reggae habe ich dann angefangen Rap zu machen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Musikrichtungen schon gemacht in meinem Leben. Und mir reicht das halt nicht. Ich habe halt quasi etwas, das ist Fluch und Segen, nennt sich das. Ich bin in sehr vielen Sachen drinnen, sozusagen. Ich könnte dir jetzt eine Grunge-Platte machen, eine ganz normale oder eine Alternative-Rock-Platte. Ich spiele Instrumente. Ich könnte dir eine Reggae-Platte machen. Ich habe eine französische Reggae-Platte gemacht. Weißt du, so, ich bin in zu vielen Stilen quasi zu viel drinnen und das ist halt das Problem, weil damit kann ich mich halt nie wirklich sozusagen für eine Sache entscheiden, sondern ich muss immer das machen, was ich gerade Bock habe. Okay. Was wäre denn jetzt doch so ein Wunschfeature für dich, mit dem du unbedingt mal gerne eine Platte machen würdest? Eine ganze Platte meinst du? Ja. Ein ganzes Album? So wie Artcore zum Beispiel mit Nazar damals. Also wie gesagt, so an Rappern, Wunsch bedeutet halt für mich etwas, was nicht möglich ist. Genau. Ja? Das gibt es jetzt gerade nicht, weil alles, mit wem ich jetzt ein Album machen würde, das ist alles möglich. Wenn man jetzt wirklich so quasi Amerika-mäßig oder Frankreich-mäßig gucken würde, es muss halt, wenn man ein ganzes Album zusammen macht, dann muss es entweder künstlerisch so krass sein, dass man sich da flashen kann, ja, oder man ist entweder man muss sich künstlerisch so krass drauf flashen, oder man muss die Person so gut kennen und es muss einen so viel Spaß machen, dass es halt wirklich bockt. Und ja, wie gesagt, deswegen jetzt für mich Wunschfeature, wie gesagt, also die Leute, die ich kenne, mit denen kann ich Alben machen und das ist zurzeit mein Wunsch. Amerikamäßig, Kanye West zum Beispiel feiere ich zwar als Musiker nicht so krass, aber mit dem könnte ich mir vorstellen, dass man sich musikalisch so krass flashen kann in anderen Dimensionen, dass halt geil werden kann. Und ansonsten halt Wunsch mit Alice in Chains, wenn der alte Sänger noch leben würde, oder mit natürlich mit Nirvana halt ein Collabo-Album, oder mit Korn würde ich gerne ein Collabo-Album machen, oder mit vom Hip-Hop eigentlich überhaupt also nix. Also französische Rapper, meine Idole wie Soprano und solche Leute finde ich überkrass, aber das bringt ja nichts. Rap Französisch, Rap Deutsch. Also es muss halt jemand in Deutschland sein. In Deutschland habe ich alle Leute, mit denen ich was machen will, das sind meine Kumpels. Okay. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ich danke dir. Wiedersehen. Peace. Tschüss.